Wer von euch da draussen kennt eigentlich noch Papa Moll? Ich sage euch, wenn meine Eltern damals die Kassetten nicht redingselt haben, damit ich das am Abend vor dem Schlafen hören kann, habe ich nicht gut geschlafen. Ehrlich, ich habe sogar brüllt. Mit Papa Moll schlafen und die Geschichten, ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich weiss nicht, ob Papa Moll heutzutage noch so gross ist wie früher, definitiv nicht. Aber für mich bleibt Papa Moll immer im Herzen. Wird das überhaupt noch aktiv verkauft, so Papa Moll Stories? Wenn mich nicht alles täuscht, hat es ja früher sogar so Bilderbücher gegeben von denen, oder? Soweit ich weiss, ist ja irgendwann mal so ein Film davon rausgekommen, aber das habe ich irgendwie gar nicht gefühlt. Kassetten früher allgemein zum Schlafen. Wenn es dann noch eine Papa Moll Geschichte ist, einer von meinen Lieblings damals war so die Campingtour von der ganzen Familie. Gibt's da aussen Junge, also so Gen Alpha-mässig, die so Papa Moll noch gehört haben damals? Falls ihr da aussen das kennt, schreibt mal eure Lieblingsgeschichte von Papa Moll in die Kommentare. Ich bin ehrlich, irgendwann mal ist dann der Globi dazugekommen und hat mich damals jemand gefragt, Max Globi oder Papa Moll? Ich glaube, ich hätte einfach angefangen zu brüllen, ich hätte mich nicht entscheiden können. So etwas, was ich auch muss sagen, ist, ich bin mega froh, dass ich damals ohne Handy aufgewachsen bin. Einfach so zum Einschlafen so Kassetten gehört habe oder so. Ich weiss auch nicht warum, aber ich habe früher mir das Ganze immer so bildlich gut vorstellen. Ich bin so voll in Part davon und irgendwann bin ich einfach eingeschlafen. Team Globi oder Team Papa Moll? Schreibt es mal in die Kommentare.